Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, Freunde, es ist Zeit für Legend of Zelda Tears of the Kingdom im Untergrund mit unserem geliebten Hoverbike. Wobei wir letzte Folge ein bisschen was anderes hier versucht haben im Untergrund und auf Wasserwegen und so. Und die anderen Vehikel auch ganz cool, gar kein Thema. Aber um zu fliegen ist, glaube ich, nichts geiler als dieses Gefährt hier. Und wir haben noch viel zu tun beim Untergrund. Und wollen wir mal gucken, was wir hier im Untergrund von Ranel noch so alles finden. War zum Beispiel auch hier oben. Ist da noch irgendetwas? Das ist einfach nur grüner Dampf. Ja gut, vermutlich gar nichts, ne? Also wir fliegen kurz hier raus und zwar da drüben. Und wir währenddessen nachher noch auf unsere Sonanium, also sprich auf unsere Batterieanzeige. Sieht aber ganz gut aus soweit noch. Und dann ist die Frage, wie geht's denn da drüben so weiter für uns? Alter, ui. So. Ihr Licht sehr groß, noch eins sehr groß, perfekt. Okay, dann, den Untergrund angucken. Ja, okay. Ich müsste hier drüben ein Ding haben. Ein Schrein. Die Frage ist, ob ich von hier aus überhaupt dahin komme. Ob es von hier unten aus eher schlecht diesbezüglich aussieht. Ja, wir gucken mal, oder? Das Suchen nach den Wurzeln. Okay. So, ein paar Irrlichter gibt es auch hier überall. Schön, schön. Da unten hat es noch ein paar Frösche. Die können auch mal kurz zerlegen. Fällt auch ein bisschen was ein. Das ist eine Sora-Statue, cool. Die Frage ist, sehe ich hier irgendwo schon eine erste Wurzelumgebung? Ich glaube, das könnte knifflig werden, ne? Hm. Sehr gut. Mal schauen. Warum bloß immer diese Gewalt? Wow. Ja, komm her, komm her. Die Waffen selbst sind hier, wie gehabt, eher, naja, ungewöhnlich, ne? Okay, noch eine Donnerblume. Und dann ist die Frage jetzt... Oh, da oben könnte noch was sein. Eine Soldatenstatue. Na, hat eine praktische Waffe für uns. Cool wär's zumindest. Ein Reiseschwert. Naja. Es ist natürlich eine Waffe, ein bisschen mehr Angriffskraft drauf, aber trotzdem. Okay, okay. Da drüben ist so ein Viech. Jetzt die Frage. Hier ist alles voller Wasser, da wird sowieso nichts sein. Könnte ich hier um den Bereich herum und dann dahin fliegen? Ich meine, so viele Wurzeln dürfte es hier unten gar nicht geben.
Dem Provurz muss ja auch einen Schrein geben. Es gibt hier im Gebiet von Ranel nicht so viele Schreine tatsächlich. Komm hier hoch. Nein. Ja. Nein, komm schon. So, jetzt aber. Der Flugwinkel ist zu groß. Ich habe eigentlich gesagt, Parasegel nutzen, aber okay. Sag mal, Junge! Link, was ist los mit dir? Hast du keinen Bock mehr aufs Parasegel oder. Parasegel sag ich schon. Gar keinen Bock mehr auf. Qualmerlinge. Gar keinen Bock mehr aufs Hoverbike. Link, Link, Link. Ich glaube, er hat da gar keinen Bock mehr aufs Spiel. Und auf die ganzen Probleme, die er ja ständig hat. Denkt sich auch so, Alter, kann bitte mal wieder mal in Hyrule alles gechillt sein und so. Ich denke mir, Junge, im Prinzip hast du recht, aber du musst wohl noch ein bisschen ausharren. Aber hier ist auch kein Ausgang. Geht's wohl hier raus, ne? Ja. Die Statuen weisen den Weg. Dann wieder ein Liga sein. Wo kann es auch sonst sein? Jetzt noch ein paar Minen im Rutotal. Ja, Rutotal vor allem, cool. Ah, eine Mine, natürlich eine Mine. Die gute Mine. Ich suche gerade einen guten Landeplatz. Ja, bleiben wir da unten. Das passt schon. So. Sind das wirklich Freunde oder sind das ein paar Jägertypen? Oh, ein paar. Ist nur einer hier. Na komm. Das ist mal normaler. Krass. Ah, nee, doch nicht. Wer reinguckt. Ich werde dich töten. Naja. Ich hoffe, aber den Spruch schon gehört, Freunde. Und wer starb? Niemand. Dankeschön. So, das Hammerbike ist noch da. Sehr gut. Bin doch alles mal Schritt für Schritt durch, ne? Dass uns trotzdem du erstmal so ein Anium schenkt, ich dachte tatsächlich zuerst, okay, das ist doch ein netter. Aber nee, so nett war er gar nicht. Sonanium, Sonanium. Ich suche nach Sonanium. Theoretisch kann ich natürlich wieder markieren und sagen, jo, da ist eine gute Stelle. So, und hier natürlich, wie gehabt, Bombs away. Da ist noch was.
Ja, ich glaube, geht doch relativ viel flöten so, ne? Jawohl. Täuscht. Ja gut, also so eine Mine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr. Irgendwas vergessen, denn es würde ja leuchten zum Glück. Ja, hier zum Beispiel. Solche Felsdinger, warum eigentlich nicht? War ich mein Reisekraft, Reiseschwer mit Angriffskraft plus, ja, Daten Zweihänder, ja komm, nehmen den. Den hier ein bisschen mehr Haltbarkeit, ne? Und all Dinge so ein, naja, einen Hammer dran zu packen, so. Dankeschön. 20 dazu. Hier noch Schönes. Nochmal so eine, aber die sind natürlich auch verrostet. Alles verrostet hier. So. Ich glaube, wir haben es hier, ne? Oh. Bereits nichts mehr auf der Tasche. Mächtiges Unanium-Lanze. Ich will eh keine Lanze mehr. Ich brauche Einhänderwaffen. Die Dichtschuppenlanze lasse ich mal. Die bringen wir nachher bei uns zu Hause vorbei. War vielleicht ein neues Modul oder so, weil ich sonst keinen Platz mehr habe. Ist ein bisschen doof, aber was willst du machen? Wie fliege ich jetzt hier raus? Gut, einfach in die Richtung, wa? Ah, da hinten ist das Ding. Ich sehe es ja schon. Für ein bisschen mehr Licht hier. Nochmal ein paar Seelen. Also ihr Lichter. Ganz Versteck. Sieht jetzt aber auch noch sehr starken Gegnern aus. Sehr stark und vor allem vielen Gegnern, ne? Eine neue Wurzel. Was bringt die Schönes? Was erhält sie vor allem Schönes? Schöner großer Bereich, das gefällt mir. Genau, bis dahin. Wenn ich jetzt da, also sprich hier ist natürlich ein Schrein, den kennen wir von oben. Beziehungsweise, ja, wir haben schon mal gesehen, sagen wir mal so. Gut, hier geht's dann zum Schatz. Sieht es eigentlich hier aus? Okay, dann müsste ich da rüber, also hier runter. Da müsste es hier irgendwo ja noch einen Schrein oder so geben. Sonst macht das Ganze keinen Sinn. Hier muss also auch noch irgendwo dann... Oder hier drüber. Hier muss dann noch irgendwo ein Schrein sein. Gut. Wir gucken nach. Und da oben ist so ein... Ja, Monsterlager, aber die kennen wir. Das sind einfach so Monster, hat auch Silber dabei und so. Da ist gar kein Problem. Kriegen coole Materialien, aber halt keine coolen Basiswaffen. Wenn du coole Monstermaterialien hast, ja, die sind schon krass und so und haben viel Damage. Da wäre bereits eine Wurzel. Gehen wir zu der hin.
Oder jetzt. Ich wollte in die andere Richtung, ne? Zuerst. Da war durchkommen. Ja, müsste schon gehen. Aber er hat wirklich mal so richtige krasse Waffen mit einer Grundstärke von mindestens 30 oder so. Das wäre nice. Warte mal, aus der Richtung komme ich doch. Ah, nee, nicht ganz. Hat es hier oben irgendwo noch... Nee, gar keinen Pferdestall, ne? Wir haben mal gesagt, dass wenn im Oberfläche ein Pferdestall ist, ist im Untergrund immer an der Stelle auch so ein Leunel. Sprich halt so... Ja, Miasma Leunel halt. Ist ein bisschen höher jetzt hier. Da ist eine Reiselanze, aber ja, das ist auch wieder so. Ich sage jetzt mal, doof gesagt oder auch gemein gesagt, das ist eine Bilolanze. Was ist denn das jetzt hier? Achso, nun. Mann, das sah so seltsam aus vom Leuchteffekt her. Ein bisschen so nah, nicht richtig eine Quelle. Ich suche wieder mal so eine Art Mine oder so, also so raus. Das Loot nur so lohnen würde. Wasser, okay. Noch eine Lanze. Oh. Wir nehmen den gleichen Scheiß. Reiselanze, Reiseschwert. Oh, der Flieger zurück. Moment, Moment. Falsche Richtung, ich muss da entlang. Feen hat sie unten sicher keine. Eine Statue, den lasse ich jetzt mal aus. Ah. Oder? Da eine Wurzel ist da drüben. Da ist noch eines. Sehr gut, sehr gut. Also dann mal Gigatama-Viech. Dann markiere ich mal so. Und wir vielleicht am Rückweg. Okay. Oh. Hier ging es ein bisschen tiefer, als ich eigentlich wollte. Hey. So eine Art Sonarkonstrukt relativ stabil. So, jetzt aber. Ja, mit unserer aktuellen Batterieleistung kommen wir doch schon relativ weit. Hätte ich nicht gedacht. Du. Naja, die Helligkeit, ja, da geht eigentlich noch.
Ich habe jetzt gerade irgendwas gesehen, was ich noch angucken wollte. Da unten. Also hat so ein Blockmonster, ne? Ein Beta-Ding haben wir schon. Schade. Ich dachte, wir haben ein bisschen was krasseres oder so. Okay, gehen ganz kurz zu anderen. Ich wollte gerade sagen Zwiebeln. Ne, zu anderen Dingen rüber. Zu einer Wurzel. Immer auf dem Weg. Oh ne, das ist eine komplett andere. Hä? Okay. Nevermind. Ich hätte gerade auf dem Weg dahin können und einen Gigatama platt machen, aber. Ist ja was anderes. Quellen von Ranel, der Untergrund. Erstrahle, Wurzel, erstrahle. Ist einfach gut, wenn ich gerade die markiere, vor allem für die Oberfläche nachher, für die jeweiligen Schreine. Denn von der Hauptstory her wollte ich als nächstes nach den Zoras nach Kakariko. Ja, die Wurzel gefällt mir schon viel besser. Eine schöne Wurzel, Alter. So, heißt jetzt, ich habe hier oben. Demzufolge muss hier ein Schrein sein. Geht sonst gar nicht anders. Und hier ist auch einer. So, was die Kröte, die ich markiert habe, sehr gut. Die holen wir uns auch gleich noch. Also ein bisschen umgucken hier. Auch wenn ich wesentlich mehr Licht habe. Ah, sehr schön. Das Licht im Untergrund, das sieht ein bisschen aus nach Final Destination mäßig da vorne. Was ist denn da los? Mal gucken, was da drüben erwarten könnte. Sicher nichts Schönes, aber hey. Ich muss sowieso mehr oder weniger dahin, ne? Wenn ich da. Oh! Hello Dragon! Was machst du hier unten? Darf ich einfach nie oben abknallen? Ja, dieselben Effekte. Das Problem ist, sie müssen vom Teil hier absteigen, ne? Da bin ich gar keinen Bock drauf. Was ist denn hier? Aber irgendwie. Ah, ihr seht doch dort. Na, kommt raus. Hä? Du bleibst da? Hä? Ist eine Quest hier oder was? Da wäre irgendwie ein Monster, was gleich erwacht. Scheinbar ja nicht. Das sieht eigentlich eher aus einer Art Kolosseum, ne? Das sieht mir nach Lanz oder Zweihänder aus, ne? Reise Zweihänder, aber dann noch eine Stärke von 9. Also ich meine, sorry, aber... Geht vielleicht noch mal ein bisschen stärker hier? Naja.
Gut, die nächste Wurzel könnte, glaube ich, hier ein bisschen schwieriger werden zu erreichen. Genau, hier kommen wir sowieso runter. Hier sind wir bereits bei Kakariko. Ja, also hier müssen wir sowieso dann... wir können ja Richtung Kakariko gehen. Ne, wo dann nach oben hin noch, stimmt. Stimmt in eine Richtung. Aber erstmal holen wir uns einen Frosch. Der sollte eigentlich auch kein Problem mehr sein. Hier noch, ob ich noch irgendwas sehe, oder sogar schon die Wurzel sehen können, wenn ich eine ungefähre Ahnung habe. Wobei, ist eigentlich doof, weil ich weiß, dass es eigentlich hier sein muss. Also, ich meine, das hier ist im Prinzip ein interessanter Ort, nur passiert irgendwie nichts. Das ist gerade ein bisschen, ja, leicht enttäuschend, sag ich jetzt mal. Vielleicht bin ich auch zu früh hier, kann ja auch sein. Da passiert später irgendwas. Dass noch was passieren muss, ist, glaube ich, relativ offensichtlich, weil die Steine haben auch so seltsam rot geleuchtet. Oh, danke. Das ist eigentlich schon ein Indiz dafür, dass da irgendwas noch... Hallo? Aufsteigen, Link. Dass irgendwas noch sein müsste. Hä? Wo? Du ganz alleine? So, dann kurz darüber noch. Ist zwar nicht viel, wenn ich schon auf dem Weg bin. Ne, ist auch nichts, okay. War mir jetzt nicht ganz so sicher. Ja, die Irrlichtausbeute ist bisher gut, seitdem ich hier unten bin, aber der Rest ist noch ein bisschen, naja, verbesserungswürdig. Wir haben hier schöne Irrknospen, natürlich auch schön mal markieren. Aber mit großen Monsterhorn natürlich sehr, sehr wichtig. Schöner wäre es natürlich, wenn ich so ein Monster treffen würde mit 2, 3 Monstern, die die gleiche Farbe haben. Also demzufolge die gleiche Stärke. Das wäre sehr praktisch. So 338 bereits, von Irrlichtern. Das heißt, theoretisch müssen wir bereits in der Lage sein, neues Teil vom Schattengewand zu kaufen. Neues Kleidungsstück. So. Auf dem Weg zum Frosch. Jetzt noch nicht mehr. Ja, Link muss schon richtig fliegen. So, da vorne war er. Da ist ein Monster versteckt. Da ist auch eins, aber ein kleineres. Das sieht theoretisch attraktiv aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ist doch gar nichts. Aua. Ja, doch, der könnte sich lohnen. Müssen wir nachher runter. Der Frosch war direkt hier um die Ecke, war. Gehen wir kurz zu Fuß hin.
bisschen weiter weg. Moment. Ja, aber Angst, wenn ich zu weit weg bin, dass das Teil verschwindet. Das wäre uncool. Da vorne ist er, ne? Jo. Was brauche ich denn für das Vieh für Waffen? Nehmen wir wieder den hier, komm. Hallo? Der kommt richtig rum. Ich muss auch da rüber zu einem Vieh, hey. Oh, ein stärkeres Vieh, plötzlich. Da natürlich jetzt nicht unbedingt was. Ah, da gehen meine ganzen Dinger drauf. Ja, Haltbarkeit wir gerne doch länger gebrauchen. Nehmen wir mal das Teil hier. Ah, jetzt. Okay, dann halt so. Das ist mal ein Froschvieh, was ein bisschen mehr aushält. Nein! Ding, komm schon hoch! Bei dem Vieh habe ich jetzt aber sehr viel Materialien verloren, alter Schwede. Natürlich hier voll auf dem Miasma drauf. Was das gelohnt hat, ich weiß nicht so recht, Freunde, ich weiß nicht so recht. Oh, eine ganz schönen Waffen. Also verstehe mich nicht falsch, ich kriege zwar relativ viel Sonanium raus, aber Energiekristalle und so, wissen wir, sind doch nicht so viele, wie wir irgendwie aus 100 Sonanium so rauskriegen, also, naja. Wie sieht es mit dem großen Bauer 7? Oh. So, ist noch da, da ist er respawned. Also eigentlich eingesaugt dürfte diesmal nicht geworden sein, er müsste eigentlich noch hier sein. Natürlich nicht, ne? Ah, doch, da drüben. Entschuldigung, nichts gesagt. War der falsche Baum. So. Wo war das jetzt? Da unten, auf der anderen Seite.
Nee, da auch nicht. Gehen wir kurz darüber. Wieder ein bisschen auf zu healen und zumindest vom Miasma-Effekt zu befreien. Puh. Ich glaube fast den Rest mit der nächsten Folge machen, Freunde. Über 36 Minuten. Genau, wir hatten hier, das war glaube ich hier auf dem Weg, hä? Genau, von der wurde es darüber und so ein Monsterlager gesehen. Das war glaube ich irgendwo hier oder so, sogar hier. Ne, hier müsste es gewesen sein. Das sah relativ vielversprechend aus, gehen wir doch mal hin und dann ansonsten nächste Folge natürlich auch hier rüber noch, wegen der einen Wurzel, die ich gesehen habe. Das müsste quasi die hier sein. Logischerweise. Hier haben wir auch einen Einstieg, da kann ich das hier vorher erstmal sparen, weil der kommt relativ schnell hier hin. Und aber sicher mal noch hier hin auch noch, da wollte ich eigentlich von hier aus nach oben gehen. Ja, und Ranell-mäßig halt dann hier durchfliegen, ne? Und auch zum Schatz hin. War mal so die Theorie. Wir es auch hinkriegen? Naja, müssen wir gucken. Jetzt erst einmal noch mehr Angriffskraft, wollen wir eigentlich für die spezielleren Leune und so aufheben. Eigentlich. So. Perfekt, Freunde, perfekt. Und was die Waffen betrifft, ja, das ist halt so ein Ding, ne? Waffenverschleiß, der wird hier sehr groß geschrieben. Leider. Immer noch. Vielleicht nächste Folge das Masterschwert. Wäre wieder mal Zeit, wa? Das auch zerbricht. Ah, dieses Zerbrechen, ey. Und hier die Waffen. Ja, klar muss man noch synthetisieren und so, aber so viel Power haben die eigentlich auch nicht. Ein Reisenschwert, Power von 15, eine Grundbasis. Hat das Ritterschwert hier mehr. Mal gucken, wo ich die ganzen stärkeren Ritterschwerter und so vielleicht mal finde. Darf ich nochmal Gardeschwerter und so. Irgendwie mal ein bisschen farmen gehen. Wäre auch eine Variante. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen. Entschuldigung, Ding ist ein bisschen schüchtern heute. Tschüss.